Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir mein Riken CS6. Und ja, nee, das wird heute kein Blaster-Review. Vor allem nicht von einem Blaster, der schon, was weiß ich, wie viele Jahre schon nicht mehr auf dem Markt verfügbar ist. Und ja, will euch auch kein Blasters verkaufen. Das ist nicht Sinn und Zweck von dem Kanal hier. Da geht's ums Bachelor. Das will ich euch schmackhaft machen. Aber ich mag mein Riken CS6 trotzdem. Und wir kommen nachher noch zum Bachelor. Gucken uns das mal. Ich habe nämlich für die Profis unter euch, ich habe zwei davon. Weil das ist Serienzustand. Also nicht mit so Pfeile. Und der hätte vielleicht sogar gegangen, oder? Ja. Oder? Hat das? Nee. Das macht glaub Probleme. Ja. Okay. Nee. Okay. Ja, nee. Das haben wir jetzt professionell ermittelt. Das lassen wir. Das Magazin ist dann von anderen Blaster. Wir basteln noch am anderen Blaster rum. Das ist da dann. So, das da. Und das ist ein recht langweiliges Blaster. Sieht aber cool aus. Und das hat ein bisschen ja, eine wackelige Schulterstütze. Das haben wir ja beim anderen Blaster schon gelöst. Und ich habe jetzt da die neue von dem anderen Blaster, weil ich habe euch nicht gemacht. Und deswegen machen wir die jetzt an den Blaster. Also ihr seht, die Teile habe ich euch schon mal auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Ich werde euch das Video dazu verlinken. Und in dem Video ist dann nachher auch, sind dann auch die Teile verlinkt. Das ist alles. Und wenn ihr dran denkt, kopiere ich das nochmal in das Video da rein. Weil das hat jemand schon richtig schick gemacht. Da mit so Stöpselers und auf der anderen Seite mit Nut und Feder. Was halt, ja, also das hat ein bisschen Nacharbeit braucht. Das ist, wenn man nicht die sauberste Druckeinstellungen hat und dann Stützstrukturen alles braucht. Oh, ist das ein Krampf, sag ich euch. Das hätte ich das gewusst, hätte ich das einfach in dem Modell rausgeschmissen. Na ehrlich sind. Das ist ein bisschen übertrieben. Und ihr seht, so stabil. Könnt man. Das Magazin wird da nicht reingegangen. Man könnte. Das Magazin dürfte da reingegangen. Ja, wenn ich es denn richtig nachbringe. Jetzt halt. So, jetzt bräuchte ich noch zweites Magazin. Ich habe viele davon, aber keins vorbereitet. Das Gott, das glaubt ihr mir einfach, dass man da hinter und vorne ein Magazin da kann. Das ist jetzt nicht so kompliziert. So. Gut, da fällt jetzt ein Schreible. Das ist klar. Was ich sagen wir mal, der andere Blaster her. Seht ihr? Das ist meine Variante von der Schulterstütze. Mir hat da ein bisschen gestört bei der Schulterstütze, wenn man das da anguckt. Zum einen, das habe ich ja schon vor ein paar Videos gezeigt. Das ist okay, wenn man da ein zweites Magazin rein da will. Das hat man das freilassen, deswegen ist da auch die Aussparung, das habe ich bei meinem nicht gemacht. Und was mich gestört hat, war der Hanna, dass das einfach nicht ganz passt hat. Ich meine, auch wenn es zusammengeschraubt ist, da seht ihr, da ist ein bisschen ein Spalt. Und der Hanna ist die Lücke. Und dann hat mich der Hanna gestört, dass das der Hanna. Und da war noch eine Ecke, die hat mich ein bisschen gestört. Ja, so habe ich gedacht, dann machen wir halt was eigenes. Und da habe ich dann, gut, ohne das geht jetzt nicht mehr, weil da habe ich dann die Ecke noch, dass das eine saubere Linie ergibt. Da seht ihr, das habe ich gelöst, das habe ich gelöst. Und da eine Hände, das macht jetzt jeder Hanna den Bogen und alles mit. Auf der anderen Seite auch. Das ist dasselbe im Spiegel. Gut, Schraube sind anders. Aber das habe ich alles gelöst.
Oder seht ihr. Das Innenleben ist ein bisschen anders. Der Blaster hat ein bisschen mehr Dampf. So, da. Das. Er hat auch ein bisschen mehr Bums. Ja, spätestens jetzt wird's klar. Es ist ein bisschen. Da habe ich glaube, das sind sogar die Teile von der Worker Prophecy. Und was ich jetzt noch überlege bin, ob man. Aber gut, bevor ich es vergesse, das habe ich auch gemacht. Er hat da einen zweiten Blaster gekauft, ich glaube, bei dem hat das gefehlt. Und ich glaube, irgendwie entweder das Licht oder die Zieleinrichtung hat gefehlt. Und habe ich gedacht, komm, ist günstiger einen zweiten zu kaufen, wie die ganze Doyle selber. Oder einen zweiten, der gerade die Doyle hat. Und deswegen habe ich dann das zusammen geglaubt, dass ich einen vollständigen habe und dachte, komm, können wir modifizieren. Ja, meine Fehlversuche noch. Das ist irgendwie ein bisschen falsch gemessen und sonst, aber das Hinter hat gleich auf Anhieb funktioniert. Ich glaube, das weiß ich nicht. Habe ich schon wieder vergessen, das müsste im Video gucken. Ob das gleich auf Anhieb geklappt hat oder ob ich da auch jetzt weiter versucht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, die Rundung habe ich. Ich meine, von der Maße her ist es einfach, aber die Rundung habe ich ein bisschen zu sanft gemacht. Aber ja, halb so wild. Das war so 6 Minuten Druck oder so. Und das ist genau so, dass ich es nicht pressen konnte, dass die Ecke ein bisschen mehr war. Was man jetzt noch machen könnt, ich habe da so Pikar nennt sich das, mit Plastik. Das tät der Hanner. Wobei, da müsste man bloß die Ecke ein bisschen. Also das Problem ist, dass der drüber hinausgucken. Und dann spätestens der man es erkennen, dass das. Gut, ich meine, das Magazin verrät es auch schon, wir müssen da irgendwann mal. Ja, Magazin, ich meine, ja, von denen, ich glaube, ähnliche habe ich einen Haufen da. Und dann mal Magazin basteln, das nicht durchsichtig ist, dass man dann. Mein Gott, die Schulterstütze verrät es auch, aber die kann man einfach tauschen. Ich meine, wenn man dann jetzt unbedingt drauf anlegen würde, dass man das schwer erkennbar macht. Mein Gott. Man kennt den Lauf dadurch. Aber ihr müsst halt um die Ecke kürzen. Und ich tue mir nur so schwer, den Lauf zu kürzen. Ich könnte es mit dem Lauf kürzer verhindern. Naja, noch den Teil einfach auffräst. Das ist ein Scheißgeschäft. Oder aufschleif. Das ist ein Scheißgeschäft. Wobei der Laufkürze ist auch nicht das angenehmste Geschäft. Ich meine, seht um was das Kurze sein müsste. Und dann wäre es wieder versteckt. Die siehst. Können wir mal Schussvergleich. Das macht es schon ein bisschen ruhiger. Das ist jetzt irgendwo ein Nirvana. 3 Stück haben wir noch. Warte mal. Die sind jetzt auch allgemein ruhiger, warte. Hup. Was ist da passiert? Ach, hat's das jetzt jedes Mal? Jetzt, Adle. Da hat jedes Mal den nach vorne rausgehauen. Deswegen war das so ruhig. Jetzt, Adle. Keine Ahnung, da ist mal auch noch Stecker geblieben. Ja, deswegen war das Ganze so schwach. Da ist jedes Mal hat es dann nächste dann bloß. Jetzt können wir das mal wieder nochmal vergleichen. Ist ein bisschen leiser. Mein Krachmacher tut es trotzdem. Es ist. Irgendwie sind die Prophecies ein bisschen. Vom Klang ein bisschen eleganter. Dafür macht er auch noch der Schlitten ein schöneres Sound als hat er. Gut, der macht bei der Regen Mark II gefällt mir der noch Ecke besser. Ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal verglichen. Irgendwann müssen wir da mal. Na gut, muss ich mal vielleicht gucken. Wenn ich mal viel Zeit habe, schneide ich es zusammen.
Dann können wir das akustisch miteinander vergleichen. Wobei das heute vielleicht auch gescheit, naja, weiß nicht, ob man das mit meiner Aufnahmequalität so hinkriegt. Wobei, dürfte passen. Ich muss mal gucken. Das ist jetzt. Ich glaube. Laufzerschneider oder Testzerschneider, nachher sieht man ein Stückchen. Oder habe ich einen kürzeren Laufdarm? Das wäre natürlich auch eine Option. Kürzeren Lauf kaufen. Ich meine, da sieht man, den Lauf da sieht man durch, aber das könnte man auch kaschieren, indem man einfach so Röhrle drüber setzt. Das kriegt man ja da noch. Oder indem ich einfach das Rohr nehme, das Röhrle nehme, das ich da noch raus, bei dem Ding rausgebaut habe und das drüber setze. Weil das wäre ja auch Möglichkeit. Ja, jetzt gucken wir mal. Und das Ähneln möchte ich eigentlich auch noch irgendwie. Das haben wir ein bisschen auch hemdsärmlich gemacht. Ich meine, das hilft. Seitdem habe ich jetzt kein Problem mehr, das Magazin einzukriegen, aber das sollte ich vielleicht auch mal aus dem 3D-Drucker rauslassen, dass es schön aussieht. Vor allem, weil man das da auch noch sieht. Ja, bin ein bisschen Ästhet. Das ist schon heftig. Wenn das gescheit zumacht. Das ist schon extrem dicht. Ich mag das Pleister. Weil das sieht so schäbig aus. Ich meine, gut, das machen wir noch. Das machen wir noch. Das überlege ich mir noch, das steht noch auf der To-Do-Liste da an das Magazin. Und eigentlich würde ich gerne da die Anbauteile dann doch noch. Oder das auf jeden Fall und das dann ja schon so machen, dass der. Weil das. Gut, das hat jetzt keine Batterie drin. Deswegen ist dauernd ein. Ja, wenn ich das lager, will ich da keine Batterie drin habe. Sonst geht's mal hier. Aber das taugt jetzt nicht so viel. Das ist jetzt nicht unbedingt da das, was da drauf steht, dass das da Laservisier ist oder so Red Dot und taktisches Licht. Das ist halt ein Spielzeug, ist halt Spielerei. Ja, dreckig ist. Hätte ich mal putzen können. Ist halt. Hey, aber das ist eigentlich schon cool, dass man das dann da das und Zeugs und hey, mir gefällt das Plasterle. Das da hoch, runter. Sache und Dinge und Zeugs und Krust und ja. Aber jetzt habt ihr, das wollte ich euch heute mal zeigen. Ja. Lasst ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie es damit weitergeht oder auch mit den anderen Projekten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und beim Rumspielen. Euer Blaster-Ingenieur.